Willkommen zurück, Freunde, zu Star Wars Battlefront 2. Die Ereignisse überschlagen sich hier im DLC. Gratis DLC von Battlefront 2. Wiederbelebung heißt es. Es geht darum, dass die erste Ordnung Fuß gefasst hat. Wenn man es mal vergleicht mit dem Star Wars Universum, sind wir jetzt am Ende von Episode 7 angelangt. Sprich, die erste Ordnung hat halt mit der Starkiller Basis bereits das eine System hochgejagt und damit die Republik eigentlich so gut wie vernichtet. Und das ist natürlich jetzt scheiße. Ja. Und wir haben wieder Haas getroffen, der auch überlebt hat, zuerst in Ordnung gehört und sowohl den Mann von einer Börse gekillt hat, sprich Dill, den wir auch kennen, von früher. Und jetzt einfach Rache will. Alter! Ja, und ich bin hier gerade ziemlich in der Scheiße, wenn ich das mal sagen darf. Achso. Wieso? Freund, kein Feind. Alter, was geht hier ab? War stehen geblieben, genau, ihren Mann getötet hat, weil, ja, ist halt ein Arsch mit Ohren, vor allem weil er halt Rache haben. Er will ihr alles nehmen, was auch sie ihm genommen hat und nicht nur ihren Mann, sondern auch augenscheinlich ihre Tochter wird so am Suchen sind, da er die Corvus abgeschossen hat. Scan das mal für mich. Und vielleicht mit ein bisschen Glück finden wir sie wieder. Wir können es nur hoffen. Ja, da sind wir jetzt halt wieder. Ihr wisst ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist natürlich, vor allem tragisch ist, dass die Republik ja die ganzen geschlafen hat, die ganzen 30 Jahre über. Wir nähern uns. Ach du Scheiße. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die Rettungskapsel öffnen. Gute Idee. Zay darf nicht verletzt werden. Hier ist ja ziemlich was los, wenn das man sagen darf. Waffe ausrüsten, vielleicht irgendwie etwas, weil Kühlreichweite. Das ist eigentlich alles noch beschissen. Haben wir irgendwie meine gute alte Waffen noch? Irgendwie ist das alles ein bisschen im Arsch. Mal ganz kurz, die war eigentlich ganz cool. Das ist ein bisschen weniger Schaden, aber. Das Ding ist riesig. Au. Los, wir müssen safe hin. Ja, müssen wir. Ja, gut, die Information kennen wir bereits, was das Ding drauf hat. Es könnte spannend werden. Ja, so schwer ist er gar nicht. Das ist ein richtiges Leichtgewicht. Ich würde sagen, ist einer hinter mir? Das klingt fast so. Das ist so ein Flammenwerfer-Typ irgendwie. Sag mal. Alter, aber nicht nur eine Börse wurde vernichtet, sondern irgendwie komplett. Ja, die ganze Moleküle zerlegt einfach. Einfach nur zerlegt. Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die Rettungskapsel öffnen. So. Einmal gut scannen, bitte. Und dann geht's ab. Sag mal. Schießt er von hinten? Von da. Das Ding ist riesig. Oh oh. Dagegen kommen wir nicht an. Los, wir müssen safe hin. Was hier wieder los ist. Einmal scannen, bitte. Und einmal danke, bitte. So, Gottes Ding mal. Oh.
Schwede. Ja, er macht schon Schaden, wenn er trifft, aber ja, das Treffen ist noch ein bisschen das Problem. Stromstoß. So, wo ist eigentlich mein... Ah, da vorne. Ja, vorne war's. Die erste Ordnung einfach noch voll die alten Waffen und Ausrüstung vom Imperium nutzt. Also ganz ehrlich, da ist wirklich die Republik, die 30 Jahre lang einfach nur gepennt oder was? Scannen bitte. Mit den Sternzerstören und so weiter. Ich meine, die waren ja ursprünglich, noch Zeichen von Episode 3, im Besitz der Republik. Also wieso haben sie nicht zurückgeholt? Ja, hier sind also ein paar Fakten, Episode 7, 8, das spielt zur neuen Trilogie, die ich so auch nicht ganz logisch finde. So, langsam mal fertig hier. Bereich gesichert. Oh. Da. So weit oben? Hätten das was gehört? Ah, der scheiß Sternzerstörer wieder. Ja, dann mal schnell hoch und hoffen, dass Seele drin ist, weil Aiden die auch noch verliert. Nee, bitte nicht, das wäre... Aiden, die Kapsel. Ja! Ist sie deine Tochter oder meine? Mensch. Sie ist nicht hier. Keine Sorge. Sei es klug und stark. Wir finden sie. Ein drittes Signal. Das muss Zay sein. Sie lebt, Shrift. Und sie ist allein. Wir folgen dem Signal. Kann ja nur gut werden. Aua. Weiß ich noch voller Krieg war. Ah, da will ich heraus. Aus dem Haus. Kann man hier rein irgendwie? Oder ist hier einfach nur Achievement eventuell und fertig? Ah ne, komm durch. Gut. Oh, was wieder los ist. Ja, Alter, was ich jetzt machen soll. Nee. Au, das büßte mir so. Ich auch. Ich hab die Waffen an der Mutter. Oh, nicht schon wieder so einer. Die gehen mir sowas auf den Sack. So. Hab ich auch nicht. Komm damit klar, Junge. Boah, ich komm nicht weiter. So weit weg. Scannen. Du musst was für mich deaktivieren. Und tschüss. Lass meinen Druiden in Ruhe. Ist doch nicht R2, aber ist auch cool. Suche nach Gegnern. Also einer? Nein, nee, glaube ich nicht. Oh, wieso muss immer Krieg herrschen? Ja, gut, wenn ich natürlich an die Rede da von meinem Typi aus Episode 7 denke, das Erwachen Macht, der hat sich ja voll angehört wie früher Hitler. Also, sorry. Klar, ich habe zum Teil Gänsehaut gekriegt, aber haben mich auch gefragt, Mensch, das ist ja... Ja. Wie kann die Welt bloß so doof sein? Aber ja.
Also zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs auch, also insofern, ne, verdammt irgendwie, den Menschen die Schwächen aufzeigen oder so, oder keine Ahnung. Da vielleicht einfach nur zeigen, es braucht gar kein Imperator, der große Sprüche klopft, jeder kann Sprüche klopfen, alle folgen ihnen. Ja, das ist natürlich dann scheiße. Super, was ist los? Gerne andere Bombe. Jo, jetzt definitiv. Ich hätte gerne andere Bomben. Unser statt Detonitladung hätte ich gerne einen Thermaldetonator. Dankeschön, den Rest bald einmal noch. Wow, hat kurz geruckelt. Hoffentlich kein Absturz mehr, ist aber soweit gefixt, auch wenn die Grafik ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber naja. Kompromisse, Leute, Kompromisse. Du bist bereits unschwif, wa? Gut. Scan das mal für mich. Tschüss. Wer auch immer da oben ist. Losmarschieren? Nee. Die erste Ordnung gibt niemals auf. Ah ne, ist was anderes. Nein, aber der Sender ist in der Nähe. Sie muss ihn mitgenommen haben. Verpasse ihm einen Stromstoß. Das ist ein schwerer Schütze. Der nicht mehr. Scan die Gegend, Droide. Oh oh. Lebt immer noch? Sag mal, kann Lust, wenn er schnell in den Rücken schießt. So. Problem mehr oder weniger gelöst. Aber eben nur mehr oder weniger. Es lebt der Inferno-Trupp, ist zwar, ja, eigentlich wieder zu dritt war, wenn man so will. Nein, der Rückzug der ersten Ordnung ist nur ein taktisches Manöver. Die Ginata-Sicherheit geht unter. Scan läuft. Also, Scan läuft. Wirklich? Läuft er wirklich? Ja gut, ich lasse sie mal feuern, wa? Sie machen uns eigentlich der Arbeit, aber komm. Hol sie dir. Tschüssikowski. Zeig mir einen Scan. Die hab ich auch. Da kommen wir hin. Und ich sehe eine Menge nützlicher Ausrüstung in der Nähe. Wir rüsten uns aus und gehen zu deiner Kleinen. Ja, unsere Ausrüstung, finde ich, sieht aber anders aus. Ein Shuttle. Noch Ja, mehr super. Sturmtruppen. Ja, ist überhaupt gar kein Problem, wa? Meine Güte. So. Ah! Kuckuck, boom! Ja, schießen kannst du schon, nur bringen wir jetzt relativ wenig. Scan läuft. So, das wird Schaden machen. Ich sag mal. Was hast du, hä? Sag mal, wen hältst du dich überhaupt? Ah. Das ist nicht mein Tag. Schock. Los. Oder wir können auch sagen, ich bin zu alt für diesen Scheiß.
Suche nach Gegnern. Ich lasse sie auf keinen Fall an das Kind ran. Sehr gut. Na, gekitzelt. Oh. Super. Nein, daneben. Gibt's nicht. Das gibt's nicht. Oh, ich hasse die Tyler. Sehen auch schon so scheiße aus. Ey, ich hab sie früher geliebt, das Kind. Außer früher, bin kein Kind mehr. Langsam sicher aber zuerst von meinen Schießkünsten. Ja, das lief nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. So. Scannen. Das war's dann. Alle sammeln. Oder? Das macht man doch nach einem großen Kampf. Alle sammeln. Ja, das ist auch nicht schlecht, ey. Aber sie lebt, Freunde, das ist die Hauptsache, sie lebt. Alles okay? Nein. Liebling. Dein Vater ist tot. Was? Das mit Bleb war ein Irrtum. Hask hat deinen Vater getötet. Hask ist noch am Leben? Ja, aber nicht mehr lange. Wir gehen an Bord des Sternenzerstörers und erledigen ihn. Aiden. Willst du Hask etwa verfolgen? Beeilung, sonst entkommt er! Mom, stopp. Der Tod dieses Mannes ändert nicht, was mit Dad geschehen ist. Wäre ich kampfbereit gewesen, wäre ich zum Widerstand gegangen, wäre das alles nicht Hask passiert. hat gesagt, die Erste Ordnung hat das alles lange geplant. Nichts davon ist deine Schuld. Und es ist nicht zu spät, um einzugreifen. Der Widerstand braucht wirklich jede Hilfe. Wenn wir wüssten, wie mächtig die Erste Ordnung wirklich ist. Dann hat der Widerstand vielleicht eine Chance. Okay. Wir müssen trotzdem darauf. Hey, Shriv. Hast du eine dumme Idee? Willkommen im Widerstand. Ganz ruhig. Sie wissen nicht, dass wir Details haben. Bleibt in Formation und sucht nach einem Eingang. Anpassen, nicht schießen. Geht klar. Dio, häng dich in den Teilcomputer. Scanne den Sternenzerstörer nach einem Eingang. Mhm. Was ist der Status dieses Hangars? Voller Truppler. Sie würden uns abschießen, sobald wir an Bord gehen. Weitersuchen. Sind die irgendwie relativ schnell. Das ist die größte Gefahr, der wir uns je gestellt haben. Wenn sie die Republik bereits zerstört hat, kommt der Widerstand als nächstes dran. Können wir helfen? Wir gehen an Bord von Hasks Sternenzerstörer, stehlen jegliche Information, die der Widerstand gebrauchen kann, und verschwinden wieder. Logo, null Problemo. Mhm. Potenzielle Landezone voraus. Das wird nicht klappen. Da ist kein Platz für uns. Delta 6, Commander Hask hat ihrer Einheit befohlen, auf Vados zu bleiben. Bericht. Sind wir Delta 6? Was melden wir? Ich glaube, unsere Tarnung fliegt auf. Eröffnen wir das Feuer. Vielleicht können wir sie überraschen. Gute Idee. Alarm! Feindliche Thais nehmen Kurs auf die Retribution. Abschießen! Sie Nee. wollen zu uns. Dio, finde einen Zugang. Werde kreativ, falls nötig. Shriv, das wird dauern. Dann holen wir die Thais eben runter. Damit kenne ich mich aus.
Ja, das kennen wir. Geschützschütze. Ah, Nachbarn haben wir wieder. Sehr gut. Hä? Was macht das Teil? Geschützschütze? Die Heckgeschütze, die kurzzeitig automatisch schnell gehen lassen beschießen. Ah, so, hinter. Tio scannt noch. Feuert weiter auf die Thais. Noch nichts. Kommt schon, Tio, du schaffst das. So macht es doch Spaß, Freund. Oh, das Schiff. Kuckuck. Ja, geht mir auf die Nerven. Nachbrenner! Okay, Io hat was bei den Triebwerken. Fliegen wir zum Heck des Schiffes. Das klingt nach einer richtigen Anakin Skywalker Mission. Beziehungsweise wohl eher Aktion. Anakin. Hallo, ist das Schiff hin? Ich wollte gerade sagen, stehen Sie über die weg, kann nicht sein. Ein Kühlkörper neben dem Triebwerk? Ha. Wir zerstören ihn und haben einen Zugang. Das muss ich jetzt mir gleich mal näher angucken. Ich weiß, da kommt der Bericht. Ich bin zu weit weg oder so. Schnell, flieg zu den Triebwerken. Hä? Was soll das sein? Ah, da! Ja, noch ein bisschen mehr Abstand. Ja, super! Aber natürlich. Mann! Die haben den ganzen Rauch und so gar nicht gesehen. Oh, wie gemein ist das bitte? Ja, aber jetzt sehe ich's. Wir werden alle sterben. Jo! Was ist das? Der Hyperantrieb. Ich wollte sagen, wie lang ist das Teil überhaupt hier? Oh, sie sprengen gleich. Und sprengen uns. Sprung in den Hyperraum vorbereiten. Boom! Komm schon, hilf mir. Fertig. Oh, Shriv. Hey. Nicht gestorben, hä? Genau. Dann los. Irgendwo hier müsste ein Computerterminal sein. Teilen wir uns auf. Wir treffen uns, wenn wir was gefunden haben. Dann ziehe ich mal alleine los. Wir brauchen Zugriff auf die Schiffslogs. Daten oder Kommunikationszentrum. Was immer wir zuerst finden. Bereich für sicher. Informationen Sie müssen suchen? unterwegs sein. Schwärmt aus und findet Im die Moment Eindringlinge. alles, was dem Widerstand helfen könnte. Und ich habe wieder mal eine andere Ausrüstung. Das finde ich natürlich jetzt nicht so nett. Wobei Heilung eigentlich schon cool wäre. Oder vielleicht sogar vorausgesetzt wird. Ich habe da keinen blassen Schimmer, Freunde. Ich sage aber trotzdem wieder mal vielen Dank fürs Zusehen hier beim DLC-Wiederbelebung. Bisher macht's, muss ich zugeben, ein bisschen mehr Spaß als die Hauptstory. Liegt halt daran, weil die Hauptstory, die geht immer so sprunghaft vonstatten und hat auch immer den Charakter gewechselt. Was natürlich nicht schlecht ist, aber da muss der Story-Modus größer sein. Also mit Luke, jede Power und so ausnutzen. Klar, alles cool, mach gerne. Aber nicht eine Mission und dann war's das. Und dann quasi geht er den Sonnenuntergang entgegen und der, oh, ja stimmt, ich hab die Wahl. Versteht ihr? Also, so gesehen, cool mit denen zu zocken, auch mit Lea und Han und Lando, aber hätte mehr sein müssen. Jetzt sind wir eigentlich nur in der Rolle von Aiden, aber es gibt ja auch Sinn. Allein schon mal, dass er natürlich Rache nehmen will und so, aber ob wir safe an der Steuern werden irgendwann oder Swift mal, wir werden es erfahren. Aber nicht mehr heute, sondern das nächste Mal wieder hier, vielleicht
zurück bei Star Wars Battlefront 2. Bis dahin, ciao zusammen.